wunderschöne Anfängerfehler haben. Jetzt habe ich doch tatsächlich 17 Minuten das Commentary aufgenommen und habe im Elgato leider den falschen Knopf gedrückt, nicht den fürs Aufnehmen. Darum gibt es jetzt noch eine zweite Runde. Bin ich immerhin schon ein bisschen aufgewärmt und kann mich vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Du hast natürlich den Crown Cletus oder den Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Ich hoffe, ich abgefahrenes Wetter haben. Wirklich, dieses Jahr ist mit warmen, schönen Tagen definitiv ein recht neuer Favorit, glaube ich. Ich habe ein bisschen Black Ops 3 gespielt. Gefällt mir gang noch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, 34 Games gespielt. Das kann man ja im Theatermodus ziemlich easy nachschauen, vielleicht noch sonst nehmen. Und bin jetzt in Level 27 oder so, nicht wahnsinnig. Und tagsüber habe ich aber nicht gespielt, vielleicht am Abend ein bisschen. Am Freitag haben wir eigentlich noch ein bisschen Zusammensession mit dem Trapid und dem ISO. Und es war ein bisschen schade, dass die Playstation nicht wirklich umgespackt hat. Wir sind zum Teil gar nicht in die Games reingekommen, es hat gelegt, zum Teil waren irgendwie in 12er Lobby 14 Leute drin und wegen dem jetzt nicht starten. Ist auch noch eine schöne, also ich denke, dass du die Maschine organisieren, ziemlich sicher. Die Spieler, die zusammenkommen für ein Game, weil wenn es ein Mensch wäre, der hat es richtig verhängt. Ja, dann, so ist der Release-Tag. Sony hat jetzt das Map-Pack. Ist etwas Dummes, so ein bisschen exklusiv Sachen, finde ich, weil eigentlich haben die Spieler, egal was sie für eine Konsole in meinen Augen eigentlich verdient, alles können spielen und gleich muss es natürlich noch immer durch ein bisschen Exklusivtitel geben, um gewisse Käufer zu locken. Ja, jetzt hat Microsoft auch 2 Jahre das Map Pack geändert, DLCs, und jetzt hat Sony mal, das ist gut und recht, aber wenn ihr euch schon so ein bisschen weit pushen und ein bisschen Geld am verteilen und in die Hand nehmen seid, dann tut euch auch noch ein bisschen Geld ins PSN investieren, damit das ein bisschen stabiler läuft. Es war schon ein bisschen frustig gewesen. Und auch gestern oben noch, am Samstag, hat es das mit mehr Leuten in der Lobby als eigentlich möglich sind, immer noch gegeben. Ja. Das hat dazu geführt, dass wir ein bisschen Ground War noch gespielt haben, was ich eigentlich nicht oft spiele, was mir heute zu chaotisch war. Aber das war eigentlich noch interessant, weil es so ein Spielmodus war, wo ein Roboter musste eskortieren. Wenn jemand nebendran aus dem eigenen Team ist gelaufen, ist er auch gelaufen. Und sonst war es eigentlich so, dass er stehen geblieben und der Gegner konnte natürlich demolieren, der musste das Kind neu starten und dann ist es wieder weitergegangen. Und du musst halt einfach so quer das Level mit dem Cape. Und ja, es ist natürlich auch ein bisschen zu meinen Säckeln und Sterben, gell? Es ist noch tricky, durch einen guten Score zu machen, wenn du auch beim Roboter bist. Es gibt natürlich solche, die das vermeiden. Jeden das seine. Und können dann vielleicht noch nur ein paar Kills und mit wenig Tod abkassieren. Aber ich bin einfach halb drin, wenn es blinks Huhn. Schliesslich will man ja gewinnen. Ist noch interessant, habe ich noch nie gespielt, weiss ich gar nicht, ob es in anderen Call ofs das schon gegeben hat. Und hat mich eigentlich noch cool gefunden, eben mal etwas anderes auszuprobieren, dadurch, dass man ein bisschen Lampen mit den Lobbys hat. Ja, Waffen, noch kurz ein Exkurs in die Richtung. Ich spiele ja hier in diesem Video immer noch mit der ersten. Mittlerweile bin ich auf die zweite umgestiegen, XR2. Und das ist so eine 3-Schuss-Salve, schießt jeweils. Jedoch, wenn man auf den Schussknopf drauf bleibt, dann tut sie halt einfach immer 3 rauslassen und du musst nicht immer mit dem Finger hinterziehen. Das ist so ein bisschen im Unterschied zur Type 95 zum Beispiel. Und ja, der Vergleich ist nicht ganz falsch, finde ich, weil wenn Kopf, Hals, Brustregion triffst, sind sie mit einer Salve tot. Und ich habe einfach gemerkt, mit so 3-Schuss-Waffen tue ich mich eigentlich so ein bisschen mehr versuchen, gut zu zielen. Ihr seht sicher hier im Video, zum Teil halte ich einfach drauf mit dieser vollautomatisch und das ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst. Nicht nur verbraucht Munition, sondern es wird halt einfach auch ungenau schwieriger zu zielen und machst auch länger auf dich aufmerksam. Wenn ich aber schnell ein paar Salven rausgeben kann, schnell hier, schnell dort, vielleicht mal einen abkassieren, dann ist das eigentlich schon noch interessant für meinen Geschmack. Ja, war schön tarnen hier auf dem Boden. Ja, darum bin ich jetzt ein bisschen mit der am Spielen. Maschinenpistole habe ich ein bisschen ausprobiert, aber hat mir eigentlich keine wirklich gut gedünkt, weil ich kenne die Maps noch zu wenig und du musst halt einfach wirklich auf nahe Distanz unterwegs sein, dass du mit denen wirklich eine Chance hast. Aber die jetzt ultra schnell schießen, das ist dann schon noch hilfreich.
auf nahe Distanz jemanden abzukassieren. Pumpen habe ich mich ferngehalten und Snipers interessieren mich eigentlich eh nicht. Maschinengewehr wäre jetzt eben vielleicht in diesem Roboter-Modus noch hilfreich. Aber mit denen bist du sonst langsam, finde ich halt einfach. Ja, Spezialisten habe ich auch noch nicht gross ausprobiert. Eben mit dem hier, der schnell säckeln kann, auch mit seinen Hämmer. Das ist eigentlich zum Teil noch hilfreich, um so ein bisschen Spots rauszuputzen. Eben gerade jetzt Domination und sicher auch Hardpoint wäre das noch hilfreich, ein paar Multikills abzukassieren. Und mit dem Glitcher, der ein bisschen zurückspulen kann, habe ich auch wieder gespielt. Hat mir in der Beta noch gut gefallen, aber hier bin ich eigentlich nicht wirklich mit dem klargekommen. Ja, diese interessieren mich nicht so, aber dass die Frau mit dem Granatenwerfer, zu dem muss ich glaube ich nichts sagen, zum Granatenwerfer. Und dieses ist ja was, dass ich ein bisschen mehr Leben hat. Ja, easy. Mehr Leben kann man eh brauchen. Dann die ausgeht wie eine Sniperin, hat ja den Pfeilenbogen, der ist gar nicht für mich. Und das mit dem Wallhack, mit dem Puls, den du schicken kannst, ist sicher ein zweischneidiges Schwert, weil man sieht ja immer die Person, die ihn aussendet, dann kann man die Käbe auch ein bisschen jagen. Aber eben, ja, wenn du es wirklich brauchst, dass du den Weg durchsehen musst, dann macht das. Ja, das ist sicher ein grosser Vorteil, aber für mich schon ein bisschen fraglich. Weil, ja, der eine oder andere eben Welt halt einfach schnell säckeln und vielleicht gibt es genug, was sich überlegen lägt. Das ist ja auch das Dümmste, bist du noch viel schneller tot. Mir hat es aber schon noch geholfen. Was mir eben auch hilft, ist auf der Minimap. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt hat es um mich herum so ein bisschen rot geflackert und jetzt bin ich auch ein bisschen losgesäckelt. Habe auch ein bisschen Schwein gehabt, dass sie es ein bisschen verhängt und mich nicht vorher hat abkassiert. Genickschuss hat echt der Spieler geheißen, lol. Ich liebe das Ding, weil das zeigt mir wirklich sehr hilfreich an, wo sich Gegner befinden. Es gibt mir eigentlich einen zusätzlichen Sinn und ich bin ja eben leider nicht so der Headset-Freund. Ich habe einige ausprobiert, aber einfach mit meiner Brille ist das unbequem. Mir drückt das so auf die Bügel, dass ich innerhalb von kurzer Zeit Kopf bekomme. Und da ist mir wirklich auch nicht geholfen. Und eben, gerade wenn du glaub, den Super Crunch-Modus einstellst, bei den Soundeinstellungen, dann hörst du noch einmal ein Stückchen besser die Schritte. Und es hat ja Call-Offs gegeben, wo wirklich extreme Vorteile ist, auf jeden Fall. Aber eben, jetzt habe ich etwas Visuelles, das mich unterstützt. Und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Dann gibt es ja noch die Asiatin mit der Pistole. Ist halt auch nicht für mich so One-Shot-Zeug, weil ja schon nicht der Genaueste beim Zielen. Und das andere ist ja, glaube ich, einfach ein Bonus auf die Score-Streaks-Punkte, wenn du das aktiviert hast. Sicher auch noch easy. Wenn du eben mit den Bonuspunkten hast und dann noch das Perk-In, wo mit ein paar Bonuspunkten startest, dann kommst du vielleicht schneller auf höhere Abschussserien. Ja. Aber ich bin eigentlich gut Freund von Drohnen. Care Package und Counterdrohnen finde ich super. Wenn das gegnerische Team keinen mit Raketenwerfer hat, wo die sich abholt, wird es richtig mühsam mit der Zeit. Und im Care Package sind wirklich aber noch coole Sachen drin, muss ich jetzt echt sagen. Und wenn du natürlich ein absoluter Topspieler bist, was ich schon länger nicht mehr bin, wenn ich überhaupt mal war, kannst natürlich Strubi-Sachen einstellen und das ist sicher auch noch geil hier in diesem Warship oder wie das heisst. Das letzte möchte ich auch mal gerne drin hocken, wo glaube ich noch mit 2 Kollegen runterballern. Dann gibt es ja noch das, der wie der Blackbird ist, wie der Orbi. Ist sicher auch noch cool, aber kann man mit 3 Schüssen abschießen, also musst du auch überlegen, ob der wirklich kurz rein tun. Was gibt es noch sonst? Der Dart, der Pfeil, der letzte ganz oben rechts in der ersten Reihe, schnell irgendwie überhaupt nicht, den finde ich recht schlecht. Also, ich war recht geschockt, als ich auf etwas investiert habe, ausprobiert. Aber die Übung macht es halt. Und dann gibt es irgendwie so wie das EMP, wo auch das elektronische Zeug und die Spezialfähigkeiten und so deaktiviert. Ja, ich weiss gar nicht viel mehr, weil eben, ich habe mich nicht so informiert über das Game und bin jetzt auch so ein bisschen am Kennenlernen. Die meisten von euch wissen es schon viel besser, haben ein breiteres Wissen und können sonst hier gerne ein bisschen vorspulen.
Nein, es muss sich schlussendlich niemand durch das Video nötigen, weil ich möchte jetzt noch kurz von euch vielleicht ein Feedback hören oder lesen, besser gesagt. Und ich weiss, ich bin aber nicht der Schnellste mit dem Antworten, aber ihr könnt versichert sein, dass ich die Kommentare alle lese und mich eigentlich auch über alle freuen. Ja. Yeah. Von dem her, gebt mir Bescheid, mit was für Spezialist spielt ihr, welche Waffen bevorzugt ihr. Weil ich weiss, ich kann wieder irgendeinem Team Martin oder Jesus, ich habe sogar die Namen von diesen Typen vergessen, weil ich es echt auch nicht mehr schaue. Der Driftor genau ein bisschen schauen, aber es ist echt noch interessant, dass wenn man das Zeug selber entdeckt, haben Spiele plötzlich wieder ganz eine andere Qualität. Und da spricht vielleicht auch einer, der schon ein bisschen älter ist. Aber es hat halt früher schon Games gegeben, die nicht ganz so einfach waren. Kein Internet, wo du dich informieren konntest. Und du hast halt selber noch ein bisschen Zeug rausgetüftelt. Hast ein bisschen länger vielleicht gebraucht als heute, wo eben das Video schauen. Und ich mache das auch öfters, also das wollte ich nicht sagen. Aber das Erfolgserlebnis war grösser gewesen, wenn du selber rausgetüftelt. Wenn du noch ein bisschen mit den Kollegen darüber geredet und vielleicht nach einer Lösung gesucht hast. Ein interessanter Aspekt, wo heutzutage zum grössten Teil ist verloren gegangen. Aber ja, ich denke, das hat nicht nur Nachteile mit sich gebracht. Weil jetzt gerade Games, die ich auch selber nicht kann oder will spielen, aber die mich gleich interessieren, dort bin ich froh, dass ich das schauen kann. Und wer will schon nicht so zwischendurch ein paar Tipps und Tricks. Aber mir hat das echt gut getan. Jetzt auch bezüglich Zombie-Modus, wo wir am Freitag gespielt haben, wo eben PSN ein bisschen rumgespackt hat. Ist cool gemacht. Musikalisch so ein bisschen jazzig, chillig von den Charakter. Haben es noch nicht wirklich geschnallt, sind relativ oft gestorben. Früh halt auch vor allem leider. Und das war auch ein bisschen frustig gewesen. Und irgendwie ja, muss man sich auch dort wieder durchfuchsen. Und klar kann man, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Videos schauen, vielleicht mal ein bisschen selber ausprobieren. Es scheint schon noch eine komplexe Sache zu sein. Was gibt es noch? Der Singleplayer-Modus, da möchte ich nicht viel dazu sagen. Das könnt ihr gerne selber ausprobieren. Es gibt nicht alle, die das Game nur wegen dem Multiplayer kaufen. Es gibt auch umgekehrt. Wegen dem Singleplayer oder bei Treyarch sogar wegen den Zombies. Das ist eigentlich noch cool, eben, viel Inhalt. Aber Singleplayer, wie gesagt, jeder selber erlebt das Game, geht schon richtig straub ab am Anfang. Hey, holy shit, sie drücken dir gerade einiges ins Gesicht und ja, ein paar Mal leer müssen schlucken. Ja, yeah, das wäre es zusammenfassend. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber es wird sicher nicht das letzte Video bleiben. Wäre cool, wenn ich ein bisschen hören von euch, für die es spielen. Wie es für euch so ist, wie es nach reinkommt, was ihr so braucht. Und in diesem Fall schaue ich noch schnell über und sehe, dass ich den richtigen Knopf gedrückt habe. Das Mal hat es aufgenommen. Beruhigt mich auch ein bisschen und wünsche euch einen schönen Abend und einen guten Wochenstart. Die Zunge ist langsam schon wieder ein bisschen schwer vom Labern. Und zum Gameplay habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel gesagt. Die es interessiert, haben es gesehen. Und für die anderen war es ein Audio-Kommentar, wo man vielleicht irgendwie beim Fahren oder so sich reinziehen kann.